Grüßt euch miteinander, Servus. Heint am Allerheiligen-Tag nehme ich euch mit in eine Geschichte aus meinem Buch Das Geheimnis von Vilherzbach. Feiertagsgeschichten vom Land. Und ich bin in der alten Schupfer vom Opa und lese euch die Geschichte von der Grabrallye. Der Kierder war vorbei. Allerheiligen hatte Einzug gehalten und der erste Schneematsch lag auf den Straßen. Nicht nur der Franz stand beim Reifentantler an, um seine 4 Reifen austauschen zu lassen. Grüß dich, sagte der Franz, während der Handler in seine Rechenmaschine hineintippte und vor sich hinsummte. Genau, der Kaiser kommt morgen. Ja, das waren 20 €, neue Reifen für den Linz, da brauchst du neue Reifen. Ja, heute ist schlecht, Mensch, das blöde Telefon, Reifen, Huber, grüß Gott. Geht's recht zu bei Ihnen? Fragte der Franz, während der Huber zwischen Telefon, geistiger Hocharbeit und Geldzählen hin und her wechselte. Er war schon eine Marke, dieser Reifen Huber. Sieht man heute immer seltener. Auf seinem fettigen Haaren saß eine alte Kappe. Seine Brille bräuchte auch mal wieder eine Wäsche. Ja, heute wird's nichts mehr. Übermorgen war okay. Ja, so ist jetzt die nächsten Tage wieder schöner werden. Das passt dann schon. Es schneit ja fast nicht und liegen bleibt das sowieso nicht. Wart, ich komm gleich mit und schau mal an, was brauchst du, einen kleinen Moment noch. Der Franz bekam ein paar Tage darauf seine neuen Reifen und jetzt fuhr er mit ihnen schon wieder zur alljährlichen Grabrallye. Sein Auto war ungewaschen und sah schrecklich aus. Franz' Mutter hätte sich im Grab umgedreht, wenn sie gesehen hätte, dass er mit so einem schmutzigen Auto zum Friedhof fuhr. Aber er kam nicht mehr zum Waschen, was bei den dreckigen Straßen auch vergeudete Liebesmühe gewesen wäre. Die Bauern hatten ihren Mais wieder beim größten Dreckwetter hereingefahren und danach die Straßen mangels Licht nicht mehr gereinigt. Vor ein paar Tagen wäre ihm beinahe eine der Gigamaschinen frontal hineingefahren. Ohnehin fragte sich der Franz häufig, wie die Landwirte es überhaupt schafften, mit diesen Geräten auf den viel zu schmalen Straßen entlang zu fahren. Ob Mähdrescher, ob Bulldog, mittlerweile gibt es neben diesen Monstern auch bei den Autos fast nur noch solche Panzer, die dann gerne von den Arztgattinnen die Landstraße vorangetrieben werden. Angst und auch ein wenig Bang konnte einem bei diesen Mordsgeräten werden. Jetzt stand der Franz in seinem Karreemantel und der schwarzen Hose an der stillen Ruhestätte. Auch an vielen anderen Gräbern standen die Angehörigen, deren Gesichter wie stilisiert aussahen. Die Grabstätten hatten sie schon zuvor wie ihre Frisuren hochtopiert. Der traurige Blick, bei einigen sicher auch echt, wurde bei vielen automatisch aufgesetzt. Wie ein Habicht auf das Nachbargrab lauernd standen die Menschen da. Viele spähten jetzt fieberhaft aus, wer den schönsten Grabschmuck auf der Erde hatte, welche Gräber verwildert waren und wo keine Verwandtschaft erschienen war. Der Franz mochte diese Rallye noch nie besonders gern. Wo blieb bei dieser Showveranstaltung denn der Sinn für die Menschen, um die es ging? Wer interessierte sich wirklich für ihren vielleicht aufgestiegenen Seelen? Er wusste schon, warum er sich immer wieder aus dieser Misere herausretten wollte. Vom ersten Klang der klagenden Blaskapelle bis hin zum letzten Vaterunser, gesprochen in tiefster Demut. Irgendwie gab er sich dieser Veranstaltung hin, doch lieber stand er unter dem Jahr alleine am Grab und besann sich auf die Menschen, die hier vor ihm weggestorben waren. Manche von ihnen hatten damals beim Kierder, einem altbayerischen Bauernfeiertag, der seinen Ursprung im 5. Jahrhundert hat, noch fleißig aufgetanzt, eine fette Gans verzehrt, die schmackhaften Kirchweinnudeln genüsslich verspeist und auch der ein oder andere im festlichen Maß gemütlich auf der Kierderhutschen geschaukelt. Franz wollte nicht blasphemisch sein. Der Allerheiligentag hatte schon einen Sinn. Er bildete ein Zusammenkommen, eine Ehrung der Toten,
Man kam den Menschen nahe, die zwar das Irdische hinter sich gelassen hatten, aber im Gefühl noch bei einem waren. Im katholischen Glauben ist dieser Tag ja ursprünglich den Heiligen zugedacht. Erst einen Tag später, dem Allerseelentag, wird für die Verstorbenen im Fegefeuer gebetet. Ein alter irischer Brauch wird einen Tag zuvor zelebriert. Als eines der ersten christianisierten Länder hat dort Halloween seine Wurzeln. Damals schon als Totenfest gedacht, hat sich vor allem über Amerika die Überlieferung rund um den Schurken Jack Oldfield auch nach Europa verbreitet. Dieser Bösewicht hatte sogar den Teufel überlistet, damit dieser ihm nicht mehr in die Quere käme. Nur nach dem Tod durfte Jack weder in den Himmel noch in die Hölle und erhielt vom mitleidigen Teufel eine Rübe und ein Stück glühende Kohle, damit er durchs Dunkel wandern konnte. Aus dieser wurde später der Kürbis, aus dessen Innereien die Frau von Franz gerne eine köstliche Suppe zaubert und dessen Kerne der Franz abends von seiner Frau neben dem Fernsehsessel gestellt bekommt. Sie will ihm weismachen, diese wären gesund für ihn, und er tut ihr den Gefallen, es zu glauben. Er vermutet eher eine Diätlist von ihr, knappert sich dann aber doch ganz brav und stillt sich heimlich aus der Speise eine Handvoll Gummibären. Gestern hat der Franz ein paar Kindern, die grausamen Fratzen trugen, fast Saures gegeben, weil die Hundskrippeln wieder so ewig geläutet haben. Dann war er aber doch milde und hat ihnen ein paar Tafeln Schokolade in die Taschen gesteckt, damit er diese hässlichen Fratzen nicht länger anschauen braucht. Weil er ein Hund ist, hat er sich eine Tafel stibitzt und ins Schlafzimmer geschmuggelt. Seine Frau muss auch nicht alles wissen. Getreu seinem Motto, was nicht weiß, macht's nicht heiß, das er noch von seinem Opa kennt. Damals waren es die Klopfer, die zwischen den Namenstagen von Andreas am 30. November und Thomas am 21. Dezember ihr Lied gesungen haben, wie es auch der Franz getan hat. Klopfer, 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 der Bauer ist ein braver Mo, beiden gib mir Glätzen, weil ich einen Bauern gelobt hab. Früher haben die Leute den Kindern dann oft einen selbstgebrannten Schnaps gegeben, sodass sie dann am Abend recht angeheitert heimgekehrt sind und eine ordentliche Tracht Prügel empfangen haben. Ursprünglich ist das Klopfengehen gar nicht so katholisch, wie man meint. Es ist heidnischen Ursprungs, wie viele Feiertage der katholischen Kirche. Der Franz beobachtet den Pfarrer ganz genau, denn er hatte oft die Angewohnheit, manche Gräber nicht mit Weihwasser zu besprengen. Meistens passierte dies nach Gutdünken, nicht aufgrund persönlicher Animositäten. Er konnte sich erinnern, dass er früher als Ministrant oft geschimpft worden war, wenn er an den oft kalten Tagen eine Mütze aufhatte. Denn das gehörte sich bei dem alten Pfarrer für einen Gottesdienst nicht. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sprach der Pfarrer und riss dem Franz aus seinen Gedanken. Ehe er noch Amen sagen konnte, löste sich die Gesellschaft der um ihn stehenden Grabmumien auf, die nun wieder zu ihrem Feiertagsmahl heimkehrten. Jetzt konnte Franz noch länger seinen Gedanken nachhängen, still seinen Eltern gedenken und sich weiter an die alte Zeit erinnern. Diese kam ihm häufig auch nur durch Erzählungen ins Bewusstsein, welche ihn bis zum Ende seines irdischen Lebens begleiten werden. Ja, wenn ihr jetzt Feuer gefangen habt zu Feiertagen, zu der wirklichen Herkunft von Feiertagen und einer spannenden Geschichte, Kriminalgeschichte kann man fast sagen, lesen wollt, dann kauft euch dieses Buch, Das Geheimnis von Will Herzbach, mit Feiertagsgeschichten vom Franz. Es ist spannend, bayerisch, aber auf Hochdeutsch geschrieben, nur mit bayerischen Dialekte dazwischen, die wörtliche Rede. Also ein Buch für jedermann, das man daheim haben sollte. Ich wünsche euch jetzt alles Gute, einen schönen Allerheiligen Tag, einen besinnlichen und eine schöne Stadezeit. Schaut auf wolfgang-hofer.de mal vorbei, da findet ihr Infos zu alle Bücher, auch zu dem, könnt ihr Leseproben haben. Und ich wünsche euch alles Gute, bleibt dem Account treu, empfiehlt es weiter. Danke, pfiat euch, servus, macht's es gut.